Und ein herzliches Willkommen zurück von zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, es ist immer noch Tears of the Kingdom, es ist nicht irgendwie Tears of the Nintendo Fans oder so, wegen der Switch 2. Keine Sorge, ich will da jetzt nicht irgendwie groß darüber was sagen, zumindest heute noch nicht, vielleicht in einer der kommenden Folgen. Weil die ganzen Leaks und so und ja, wie soll das passieren und das passieren, denkst du, ja, es ist aber immer noch alles nur Leaks, alles nur Gerüchte. Noch nichts Handfestes und nee, ich würde erstmal warten, bis Nintendo selber was sagen und dann kann man, glaube ich, vielleicht auch hier ein bisschen drüber erzählen, obwohl andererseits hörst du immer überall, ne? Das ist das, was mich am meisten stört. Ich meine, wenn es wirklich mal etwas Handfestes gäbe, okay, dann siehst du Link, streichel ihn. Nein, nicht schwer ziehen, streicheln. Okay, Link will nicht. Ja, dann hörst du immer wieder so Themen. Oh, ist das süß. Kannst du nicht kraulen, Link? Kannst du das nicht? Was sagen wollte, Hyrule. Okay, schade. Schon umdrehen. Ist aber schon süßer, ne? Ja, nee. Nochmal ganz kurz behalten. Ich nehme das hier. Wir machen direkt weiter und ich kann noch ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen, bevor wir dann uns eigentlich an Story widmen. Rüstungen, ne? Wir sind auf der Suche nach Rüstungen. Genau, das Thema von wegen ist halt so, mittlerweile wirst du Tagger damit zugepflastert über Leaks, Gerüchte, ja, da. Dann denkst du, ja, vielleicht ist da endlich mal was Richtiges, Vernünftiges dabei und dann sind sie dann nur Zusammenfassungen und dann, ja, der hat das geleakt und das soll so sein. Und ja, die Chance, dass es wirklich so ist ja auch sehr hoch und ich glaube auch nicht, dass es anders sein wird, dass momentan die ganzen Leaks und so, also Leaks schon, uns gezeigt haben oder erklärt haben. Alleine schon aus dem Grund, weil gewisse Händler ja auch schon Gadgets dazu gezeigt haben, aber trotzdem, ne, solange das noch nicht irgendwie Dach und Fach ist und will ich da jetzt auch nicht großartig darüber reden, vor allem weil es ja mit dem Thema hier Tears of the Kingdom noch nicht so viel zu tun hat. Ne? Klar, wäre dieselbe Konsole, dieselbe Konsolenfamilie. Es gibt ja auch Gerüchte darüber, dass vielleicht Spiele wie das Ding hier, der Breath of the Wild, noch irgendwie, ja, in den ersten Switch-Konsolen noch irgendwie ein geiles Upgrade bekommen sollen. Aber, ja. Da würde ich dann doch lieber erst mehr auch diskutieren, wenn da wirklich etwas Handfestes dabei ist. Ne? Weil sonst kann man irgendwie, ja, also vor, als würde ich über dasselbe Thema immer wieder quatschen wie andere auch. Nur, dass es natürlich auch verzögert kommt. Ne? Und klar, das ist so Sachen wie jetzt hier, wo man irgendwie nur suchen geht, ne? Nicht gerade sehr viel Spannendes passiert, würde schon einladen für so Podcast-Themen. Aber ich glaube tatsächlich, gerade bei dem Thema wäre es noch ein bisschen zu früh. Da wäre natürlich was anderes generell zu sagen, okay, Tears of Kingdom, Storytime, ne? Eine Story zu quatschen, was wir auch schon oft genug gemacht haben. Und ich mir ja eigentlich auch für den Abschluss des Let's Plays aufsparen wollte. Oder will, eigentlich immer noch. Und darüber ein bisschen zu quatschen, ja, was könnte man, was könnte das nächste 3D-Zelda sein, ne? Hier. Sicher wieder eins mit Höhlen, das wäre ganz cool. Aber sicher nicht mehr eins, was so groß wie das hier, ne? Eher so auf eine Größe, auf ein Open World mäßig fand ich Breath of the Wild schon ganz cool. So, warte mal. Okay, jetzt mal ganz kurz was anderes. Jetzt hier hochgehen nach draußen, oder? Das ist aber schon Höhlen. Ich war ja schon mal hier, ja, ich weiß. Was habe ich denn damals falsch gemacht, ne? Wir haben das Ding hier, okay, aber darunter finde ich sicher keine Truhe. Jetzt stark wundern. Natürlich kann ich da mit Eisen so ein bisschen was machen, um zu gucken. Was? Hä? War gerade ein bisschen schräg. Hui. Nee, ne, da unten ist auch nichts. Ich meine, es wird dazu einladen, zu sagen, okay, hier ein Deckensprung, aber haben wir damals doch gemacht. Da war ich mir erstmal, wo ich hier was so verpeilt, dass ich gesagt habe, hier geht's gar nicht. Nee, mach hier nicht, weil Baum oder so, keine Ahnung. Da komm. Ja. Jetzt ins Wasser gehen und dann Deckensprung ausführen wollen, Link, das funktioniert nicht, ne?
Mal ganz kurz nachgucken, was hier das Problem sein könnte. Ah, da ist das Problem. Ich verstehe. Da bin ich am falschen Ausgang. Warte mal, warte mal. Ich meine, wir sehen ja hier. Kommt gerade mit der Mauszeiger rein, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Hier, sehen wir ja, dass da auch noch etwas ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher und will jetzt auch nicht mehr so viel Zeit damit verlieren. Wir sind ja wirklich am Abschluss des Spiels. Quasi. Hm. Äh. Bin ja aber kaum falsch, oder? Weil irgendwie. Moment, Moment. Ich gehe mal hier über die Koordinaten. Oh. Hm. So falsch sind die eigentlich nicht. Trotzdem bin ich grad, mein Link kann hier nicht tauchen, ne? Das ist das Problem. Wenn es wirklich auf Tauchermatschuras war, wo er tauchen könnte, okay. Dann kein Thema. Hä? Die Granaten sagen auch, das stimmt. Ja, das kann nicht sein. Sag mal, wenn ich jetzt so doof war, tue ich nur so. Okay, dann müssen wir ganz kurz anders machen. Moment. Ich wollte mir eigentlich auf die Suche der Rüstung der grimmigen Gottheit machen. Dachte, ja, komm, ist ja nur ein Teil hier, holen wir uns schnell und jetzt passiert die Scheiße. Ja, das war ja klar, was passieren muss. So, Moment, Moment. Tingle, Tingle. Tingle den Tingle. Wo ist der Tingle? Das Tingle-Set. So. Stimmt schon, ne? Genau. Hier finden wir die Tingle-Hose angeblich. Na gut. Ah, dann gerade da. Hier an. Also, hm. Okay, you can glide, swim or take a boat to this cliff in the water. You will be with a door that can be opened by... Was? Moment. Hä, aber... Nee. Hä? Nee, dann trifft er hier. Kann man mich gerade verarschen? Moment, wie war das schon wieder? Ah, das war's.
Ganz ehrlich, auf die Idee wäre ich nie im Leben gekommen. Never ever. Eine Tür aufmachen, indem du pfeifst. Ich meine, ich habe schon gelesen, ja, der can open by whistling, aber das wäre ein schlechter Scherz. Junge, Junge. Das Falsche hier. Das heißt... Das Ding ist auf dem Schiff, ne? Wieder mal ein Piratenschiff, hatten wir schon lange nicht mehr. Nicer, nicer. Oh. Ja, nee. Das haben wir schon mal gemacht, den Quatsch. Das wird nix. Kommt ein bisschen hoch. Könnte ich... Ja, in der Nähe höher. Dankeschön. Wie soll ich hier ein Ding werfen? Wo die jetzt vorher einen schmeißen können, ne? Eine Eisblume. Eine Eisfrucht und dann darauf. Ja. Also selber geht's ja nicht. Ich könnte ein bisschen seichter sein, ne? Nicht wirklich. Ja gut, dann geht links halt kurz hops. Ah, hier geht's. Mist. Oh. Extreme Kälte. Ja, okay. Aber geklappt. Hey, Link kann doch tauchen. So. Ja, hab schon befürchtet. Moment. Ja, du mit einer extremen Kälte, Junge. So. Oh, da drüben. Die Stahlausgabe der Viecher. Oh, das ist eigentlich relativ simpel. Das war's schon? Bin ich aber leicht enttäuscht. Kann ich hier vielleicht noch hier ein bisschen... Ah ja, es Renentür hier die ganze Zeit, ne, ist klar. Okay, dann machen wir es ein bisschen explosiver. Ich wollte eigentlich die Pfeile drin haben in den Kisten, aber okay. Tingels Strumpfhose! In dieser Strumpfhose folgst du Legende eines Junggesellen, der sich für eine Fee hielt. 10 Stück, das nicht einfach zu lang ist. Ja, das hat was. Junge, Junge, ey.
Hier ist nichts versteckt, ne? Da bloß noch einer da oben. Weißt du? Cool, das ist gerade da hinten ein oder was? Auch nicht schlecht. Ja, okay, machen wir ganz kurz. Zack, zack. Und. Bingo! Chimärenbogen. Bogentasche ist voll. Ja, ich weiß. Königsbogen haben noch so viele. Kommt doch mal einer weg da. Bei einem könnte ich hier auf den Falkenbogen scheißen, ne, wenn wir ehrlich sind. Der Falkenbogen. Was an dem Falkenbogen noch habe, bringt der hier sowieso nichts. Ich kann ihm nur einen herstellen. So, die 3 waren das ich mal. Dann passt das soweit auch. Ne? Sind natürlich in der Höhle drin und haben den Ding noch nicht gefunden. Das heißt, ich meine, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich den Sensor mal neu ausrichten. Ich merke, dass meine Nase juckt. Warum das? Hab sie gar nicht erlaubt. Freche Nase. Müssen die irgendwo hier? Nach Phantomgun Ausschau halten. Ja, ist auch eine gute Idee. Nee. Wo ist er jetzt? Hässlicher Frosch, wo bist du? Ja, gut, dieser verfluchter Frosch, ne? Ich finde schade, dass ich keine Historie habe, ne? Wenn du weißt, welche. Dass auch die ich bereits mal ausgewählt habe, das schneller wiederfinden würde. Das wäre unter Monster. Materialien sicher nicht. Tiere. Könnte sein. Ah ja. Und eigentlich die Truhe her. Ah. Hätte ich jetzt glatt übersehen. Junge, Link. Einfach hier hoch, ne? Naja, schon da war ja was. Junge, ja, dann krepierst du gleich wieder. Ne, komm, das ist gerade zu mühsam. So, damit wäre die Höhle komplett. Dann wäre die Höhle hier noch, aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann haben wir hier noch etwas, ne? Von welcher Position machen wir es von hier aus? Weil, wenn wir schon mal dabei sind, dann hole ich mir ja gleich das Tingle-Set, ne? Bei uns, die Gottheit, die grimmige Gottheit für später auf, so. Und es pisst immer noch. Ja, Regen in dem Spiel ist sehr suboptimal tatsächlich.
Okay, ist eigentlich eine Sache mit der Höhle, ne? Der Regen hier ist echt ungeil gerade. Oh, da kommt die Rettung. Einmal hoch, bitte. Ah, das war schon. Hallöchen. Na, frieren Sie? Kein Problem. Wie unhöflich, wollte ihm bloß einen Winterschlaf schicken. Ein Goshin-Schild. Okay. Hä? Schildtasche noch frei? Cool. Das ist ein schnelles Vergnügen tatsächlich. Dann wird das eigentlich schon getan. Jetzt ist bloß noch die Frage. Ich habe einen falschen Höhleneingang vielleicht. Ah. Okay. Irgendwie ein Hinweis oder so wäre vielleicht ganz cool. Ja, ich meine, ich kann für das Triforce bilden. Schön. Hä? Muss ich ein Muster bilden, aber... Was mit dem hier zu tun? Nee. Ist irgendwo ein Muster? Ich sehe keins. 3 rechts, 3 links. Das bin vielleicht irgendwie falsch. Ach so, Moment. Ja, ich sehe sie gerade. Naja. Ich sag mal so, ne? Ich habe hier so im anderen Fenster noch die mehr oder weniger die Lösung offen stehen, ne? Also quasi über Übersicht habe, welche Dinge mir noch fehlen und so. Und ja, ich sehe dort auch, wie man dieses Rätsel lösen sollte. Also offenbar gibt es hier noch einen zweiten Höhleneingang. Und dort sieht man eben dieses Muster, was ich gerade meinte. Wo ich dann quasi das Muster nachbilden muss. Jetzt muss ich mal kurz schauen, damit ich hier die richtige Position soweit habe. Moment. Okay, es müsste hier sein, aber tiefer. Weiß nicht.
Ja, definitiv tiefer. Ganz kurz machen wir was anderes. Machen wir hier kurz die Karte, wo ich alle Höhlen sehe. Das kann natürlich auch schon sehr viel helfen. So, warte mal, wo bin ich jetzt hier? Orientieren hier. Nein, falsch. Scheiße. Ah, hier. Oh, Kacke. Moment. Ich fliege komplett falsch. Ich muss auf die andere Seite. Scheiße. Warte mal, war nicht hier irgendwo hier? Wo war der jetzt schon wieder? Ist vorhin so ein Teil runtergefallen. Bloß ist wieder weg. Ist auch nichts markiert. Ach du Scheiße. Ja, irgendwo hier drüben soll andere Höhleneingang sein. Ja, toll. Können wir mit der Regenflamme aufhören, ne? Wäre auch ganz cool. Das ist auch ein bisschen einfacher, das zu sehen, vor allem als es tagsüber ist. Na komm, fall runter. Ja, in der Nähe höher, kann man schon vorstellen. Okay, ne, komm on, das Ding nervt mich gerade dermaßen. Ich werde jetzt mal kurz Tag machen, ne? Also beziehungsweise Tag ist es schon, aber normal Tag machen, wenn man so will, damit ja, die Sonne wieder scheint. The sun's shining. Kann ich denn hier eigentlich bei einem Ding auch übernachten? Bin gar nicht mehr so sicher. Oh, vor allem hier. Geiles im Petto. Grill-Luxusgeflügel. Junge, Junge. Ein bisschen Fisch. Lecker. Ein Röstapfel, ein Rösteichel. Ja, da lacht das Herz. Bei einer fetten Eichel. So, eben, ne? Kochen kann ich, aber das andere geht ja nicht, ne? Na dann halt. Muss halt auch kurz runter. Und hier kurz näher in der Hoffnung, dass nein, dieser scheiß Regen aufhört.
Ja, normales Bett reicht schon. Gutschein. Ja, gut, kann einen Gutschein verwenden, komm. Mann, ich habe so viele von denen. So, kein Regen mehr. Perfekt. Dann versuchen wir es gleich nochmal. Na, Linky Boy. Ah, da kommt er ja endlich. Aua, natürlich kann das noch, ne, ist klar. Ja, müsste reichen. Okay, hier ist falsch, aber hier haben wir einen Krog, immerhin. Moment. Link rausziehen, dürfen nicht so schwierig sein. Was schießt das? Dann so. Gut, 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 gut. Dann hätten wir das schon auch mal gemacht, ne? Dann hätten einen kleinen Krog geholt, sehr gut. Mayo Signum heißt irgendwie, ja, es ist tiefer. Müsste irgendwo hier sein. Irgendwie tief noch. Hey, wo ist die scheiß Höhle? Hä? Nee. Ja, in der Nähe höher. Jetzt wird es wieder höher. Junge. Ja, aber ein bisschen übertrieben. Oh mein Gott, hey. Ich hab's doch gar nicht gesehen. Vollherzung, aus. Das ist nicht viel.
So kurz müssen wir erholen. Check mal ganz kurz die Koordinaten. Ja, schlecht sind die nicht, ne? Auch höhenmetermäßig. Wir kommen den Ganzen näher. Höhe müsste momentan bei 133 sein, das heißt, er muss auf 158 hoch. Link, nein! Guck, mach doch nicht den! Junge! Alter, Link. In die falsche Richtung gucken. So, also höhenmetermäßig bin ich richtig. Hä? Und wo jetzt? Hä, verarschen? Wo ist der scheiß Eingang? Jetzt stimmt die erste Koordinate und die zweite stimmt fast auch. Die dritte stimmt. Was ist denn? Die zweite für. Dann mal es weiter rein hier. Ich kriege gleich die Krise, ne? Das hier, der eigentliche habe doch definitiv falsch. Also angeblich sollte eigentlich irgendwie hier liegen. Moment. Also die letzte Ding stimmt noch, da ich da habe. Der Höhenanzahl her, ja, will noch 2-3 Meter höher. Die zweite kommt langsam auch. Stimmt, die ersten nicht mehr, aber scheiß drauf. Ah, hier, Junge. Ich muss auch erstmal sehen. Also aber gar keinen Bock drauf. Vor allem die Folge wieder mal, naja. Oh, glaubt's nicht, weil... Ein Tuli. Das klappt nicht, weil ich zu spät angezogen habe, wenn Sie mir schon gesehen haben. So, das Ding hier wollte ich. Nächste Frage, wo zum Henker soll ihr Ding sein, ne? Leute, ist gut jetzt. Sitz, Platz, Fuß, tschüss. So, hier sieht man das Muster ja, ne? 1, 2, 3, 4. So. Ja, den Spaß auch. Jetzt wollen wir noch die Hose endlich holen. Was auch immer das wäre, von dem Oberteil, ne? Wo zum Henker ist jetzt hier Major Signum?
guck mal an. Wir haben eine kleine Abzweigung. Wow. Schlecht geschossen tatsächlich. $30 Stück. Junge, Junge. So, also müssen wir natürlich wieder zurückgehen, ne? Ach du Scheiße. Habe ich irgendwo meinen kleinen Helfer noch hier? Das ist irgendwie aufgetaucht, dass ich hier entlang gespurtet bin, oder? Wieder weg, ne? Oh, der da vorne könnte vielleicht auch sein. Nee. Aber wenn ich es nicht anwählen könnte, weil es vielleicht zu weit weg ist, aber sehen würde es zumindest. Ja, gut. Dann muss man denselben Trick wie vorhin versuchen, einfach hier entlang laufen. Oh, Junge, Junge. So, dafür ist es so ewig lange dauert, also dafür hätte ich eigentlich eine gute Podcast-Folge machen können. Nintendo Switch 2, ne? Wie sieht's aus? Gerüchte, News, endlich vorhanden, endlich alles klar, alles bekannt. Preis, technische Details und so. Welche Spiele erscheinen werden? Jo. So, nee, den Quatsch machen wir nicht. Noch nicht, der kommt noch früh genug. Also, das Einzige, was ich dazu vielleicht sagen kann oder könnte, ist, wenn diese Folge hier erscheint. Obwohl, warte mal. In der Woche könnte es sein, dass ich die Folge früher raushauen muss. Ja, sagen wir mal so. Wenn das nächste Video erscheint, dass dann eventuell bereits nähere Infos draußen sind, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass vielleicht genießt Nintendo gerade auch das ganze Wirrwarr darum und sagt sich, ja, wenn jetzt schon irgendwie alles geleakt ist, aber halt trotzdem alles noch, sage ich jetzt mal, Gerüchte sind, dann nutzen wir das einfach aus. Weil ich meine, klar, marketingtechnisch kann man sich vielleicht hinterfragen, ob das klug ist. Auch gerade für Dritthersteller und so von anderen Gadgets und so, aber sag mal aus Sicht vom Interesse her, ne, wie die Leute jetzt da an der Konsole interessiert sind. Jo, ich glaube, da könnte sich Nintendo durchaus eine schlechte Publicity vorstellen. Und trotzdem muss ich aber auch zugeben, ich bin schon irritiert deswegen, dass er Nintendo so viel Zeit damit lässt. Ich muss mich richtig zurückerinnern an die alten Konsolen und so. Gut, bei der Wii, beziehungsweise bei der Switch eher gesagt, ne, nach dem Fiasko mit der Wii U mussten sie ein bisschen schneller reagieren. Aber ich glaube so, bei der Wii U, was darum ging, ich glaube, die waren da wesentlich rascher unterwegs, ne? Doch irgendwie nach 4, 5 Jahren, ja, jetzt gibt es die und die Infos, weil, ja, quasi wie sagen wir dem schon wieder? Nicht Entwicklung, ja, das Entwicklungsjahr, sondern, ja, ist ein Begriff dafür. So einen speziellen Begriff. Der Lebenszyklus, ne? Glaub, kann man auch bei Konsolen sagen. Dass der Lebenszyklus bei der Konsole eigentlich auch schon mal abgelaufen ist, deswegen müssen neue Informationen raus und so. Und praktischerweise machst du da bei neuen Konsolen, sagst, okay, hallo Link, nicht irritieren lassen. Neue Konsole, ja, da müssen neue Infos raushauen, ja, wenn oder wann, beziehungsweise wann soll die Konsole erscheinen? Ja, natürlich im Wintergeschäft und so, ne, da sind alle zu Hause, kann er draußen, weil man friert ja nur und deswegen, ja, ist er sicher effizient, wenn man die Konsole auf den Winter hin publiziert und so. Also zumindest früher noch so, ne, die Zahlen sind wohl auch schon vorbei. Ja, auch so Zelda-Spiele, ne, wurden eigentlich auch häufig eigentlich erst so im Winter publiziert. Ich meine, damals, eins, was ich mir gut erinnern kann im Winter, weil er damals so eine kleine Downphase hatte und deswegen froh war um ein Spiel. Es war sogar Spirit Tracks.
Ja, Spirit Tracks, ne? Einer der beiden DS-Teile. Gibt's auch Phantom Hourglass. Und ja, ich kenne auch den einen oder anderen, der sagt, von dem Hourglass war dann ganz cool. Aber ganz ehrlich, ich meine, auch Spirit Tracks. Klar, sie hatten ihren eigenen Charme, das muss man ihnen zugestehen. Ja, jedes Zelda-Spiel. Aber auch wenn ich Spirit Tracks besser fand als Phantom Hourglass, es war im Endeffekt so ein Spiel, wo ich sage, ja, ich habe es einmal gezockt und das war's, Dankeschön. Ja, und ich vorhabe es nochmal zu zocken. Deswegen kann man bisher nie... Da fehlt jetzt da. Deswegen kann man jetzt eigentlich auch nie mehr irgendwie ein Let's Play dazu. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Zelda-Spiel, die DS-Spiele überhaupt nochmal in die Finger nehmen würde. Da zocke ich ehrlich gesagt lieber nochmal den Wind Waker. Fährt er auf der Switch 2. Jetzt sind wir wieder mein Thema. Nein, jetzt aus dem Grund. Gerade bei der Switch hat Nintendo ein bisschen die Philosophie, dass man gerne mal so Ports macht. Ne? Ich meine, es gibt die komplette Pikmin-Reihe. Pikmin 1 bis 4 gibt es alle auf der Switch zu spielen. Was ja cool ist, ne? So die 1 und 2, was ja auch schon auf der Wii gab als Collector's Edition, haben wir auf die Switch portiert. Pikmin 3 war, glaube ich, was, ein Wii U-Teil? Ja, glaube schon, ne? Haben quasi gesagt, ne, Deluxe Edition, wie so häufig, macht man dann auf die Switch eben auch. Pikmin 4 erschien sowieso für die Switch. Und bei Metroid Prime sieht es so ähnlich aus, ne? Kam mir erst gerade kürzen, Metroid Prime. Ich sage jetzt mal neue Edition und neue Version vom ersten Teil raus, damals auf dem Gamecube erschienen ist. Und eigentlich auch als Collector's Edition für die Switch, für die Wii. Sagt man sich so, ja, ein bisschen neue Steuerung, ein bisschen angepasst und so. Und hey, hier hast du was Neues, ne? Jetzt hast du Metroid Prime 1 auch auf der Switch. Wo ich auch irritiert war und dachte mir so, warum nicht gerade die ganze Collector's Edition einfach von der Wii importieren? Aber ganz ehrlich, da wird Metroid Prime 2 und 3 wird auch noch kommen. Sei es für die Switch oder sei es für die Switch 2. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Wow, wie hoch sind wir hier überhaupt schon? Junge. Die Berge hier, die haben es in sich. Warte, das sind doch nicht die Donnergroll-Inseln, oder? Nee, nicht ganz, aber fast. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn wir zurück beim eigentlichen Thema sind bei dem Spiel hier. Warum sind die so tief gelegen? Ich meine, die Wolken. Ursprünglich, ne, bevor am Ende von Part 1, sag ich jetzt mal. Also bevor storybedingt die ganzen Folgen hier verzogen haben, die waren noch nicht so tief. Nee. Also auch bei... Oh, cool. Also auch beim Vorgänger hier, da waren wir schon auf ganz anderen Dingen hier unterwegs. Höhen. Naja, die sind sicher... Ich bin halt nicht mehr sicher, ob die auch runtergekommen sind. Zum Teil halt. So. Oh, okay. Moment. Ja, dann nochmal uns jemand zuzukommen mit wegen Ports und so. Dann ja auch von Skyward Sword. Gab es jetzt auch einen Port von der Wii auf die Switch. Und da wir mit Twilight Princess HD und Wind Waker HD beide Spieler für die Wii U bekamen, dann natürlich sich viele auch, okay, dann gibt es vielleicht das Port für die Switch, vor allem im Zelda-Jahr, das war vor 2 Jahren etwa. Wo die Serie wieder irgendwie so 2 oder 3 Jahre alt wurde. Quatsch, 30 Jahre oder 35 Jahre alt wurde. Kam aber nicht und deswegen glaube ich schon, und wieder natürlich auch, ja, die beiden Spiele für die Switch 2, vielleicht dann noch ein bisschen hochpoliert und so, ne? Wäre natürlich die große Hoffnung. Aber ja, muss mal gucken. So, wo zum Henker ist jetzt hier der Höhleneingang schon wieder? Ich krieg die Krise, ganz ehrlich. War nicht hinter, war der vorne? Die ganze Höhlengeschichte macht mich irre. So, hier. Gut, die Viecher sind weg. Vermutlich, wenn man von hier aus gucken würde, sind die beiden Höhlen direkt gegenüber, ne? Kann das sein? Oh mein Gott.
Nun gut, nun gut. Ja, lass uns überraschen, ne, was da mit dem nächsten Zelda-Teil noch auf uns zukommen wird auf den nächsten Konsolen. Aber eben für die Switch wird sicher nichts mehr erscheinen. Ne? Wir hatten gerade erst mit Echoes of Wisdom noch einen Teil. Das muss uns fürs Erste auch reichen, tatsächlich. Und bin ich auch nicht wirklich traurig darüber. Im Gegenteil, gab es ist so langsam Zeit, ne? Für einen neuen Teil. Ob es wieder so ein 3D-Teil wie der hier sein wird. Also ich persönlich hätte gerne ein Remake von A Link to the Past. Klar, wir hatten ja eigentlich auch mit Link Between World quasi ein Remake. Das hat uns gezeigt, wie ein Link to the Past aussehen könnte. Aber es war halt noch für den 3DS tatsächlich. Auch storytechnisch, ne? So ein richtiges Remake. Vielleicht am Grafikstil jetzt von Link's Awakening HD auf der Switch oder eben auch dem neuen Teil Echoes of Wisdom. Finde ich hätte durchaus was, sag mal. Hä, was falsch gemacht? Naja. Das, was ich hier gemacht habe, ist eine Möglichkeit, ne? Den gerade einen unteren Teil nicht mehr. Scheiße. Und ja, die Folge wird noch lange dauern. Scheiße, Lise. Warte mal, Moment. Ich muss gar nicht drauf. Das reicht ja eigentlich. Es sei denn, es ist ja ein Dreieck, ne? Das heißt, das Ganze kann natürlich anders sein. Es könnte zum Beispiel sein, Moment, dass der hier der obere ist. Und dann, warte mal. Wenn ich dort einen habe. Dann habe ich hier nochmal einen. Moment. War das richtig? Doch, ne, stimmt. Nein, nicht du Hund. Das hier. Da links ist jetzt hier bei mir gerade links. Also der da. Und dann die drei in der Reihenfolge, ja, das stimmt. Das müsste so. Ist aber eigentlich die ganzen. Als Thumbnail, ja, okay. Gott, ich muss auch mal löschen, ey. Ein Teil zumindest. So. Freunde der gepflegten Unterhaltung, ne? Tingles Hemd. Zwillingsmanuskript. Wieder ein Sidequest gelöst. Alter, das gedauert. Junge. Wenn wir dann die grimmige Gottheit machen, dann müssen wir uns das nächste Mal aufspannen. Oh, die scheiß Brunni auch noch. Aber nee, es ist besser, wenn ich es irgendwie jetzt. Ich dachte ursprünglich oder wollte ursprünglich ja 2 Parts ausmachen, ne? Quasi ungefähr eine Stunde aufnehmen, das war schon das Ziel. Und dann das Ganze, also 2 Parts rausmachen und dann das Ganze schaffen, aber halt mit dem ganzen Ding hier, also auch mit dem grimmigen Gottheit-Set. Aber nee, jetzt zu sagen, ich hätte 2 Folgen daraus gemacht, am Schluss haben wir nur das Tingle-Set komplett. Nee, das kann keinem antun. Keinem können das antun. So. Tingle ist unterwegs, um Gandalf Platz zu machen. In dem Outfit ihm Platz zu machen. Ich muss zugeben, das hätte etwas Amüsantes. Und ich glaube, ich wäre momentan in dem Mut drin, zum sagen, jo, mache ich. Aber ganz ehrlich, nein, das wird mein Herz nicht aushalten. Tatsächlich. Da ist der scheiß Höhleneingang. Oh, ich kotze im Strahl. Gut, also, guter Tipp von mir für. Oh, die Inseln sind vorbei. Guter Tipp hier an der Stelle. Macht's nicht so dämlich wie ich. Ne? Macht's besser, seid klüger. Und, naja, seid Tingle. Oder auch nicht. Tingle und seine Uhr hier. Der Superman-Fetisch mit der Unterhose darüber. Oh Mann, ey. Ja. Link oder Tingle oder wer auch immer sagen der Stelle Dank fürs Zusehen und. Warte mal, kann ich noch ein cooles Ding machen? Selbstver. Moment. Ganz ruhig, Linky Boy. Coole Dinge hier machen oder so?
Porträts ging das nicht? Ich bin Tingle. Tingle, Tangel, Tungel. Ja, wie dem auch sei. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yo.